Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal mal ein kleiner Talk zur Champions League Auslosung. Wir haben ja eine Traumgruppe erwischt. Es ist ja fast alles in Erfüllung gegangen. Ich bin super happy mit der Gruppe. Ich bin super happy mit dem FC Barcelona. Ich denke mal, da geht es uns allen so. Vielleicht bis auf Barcelona. Ich denke, gegen Barcelona wird das richtig rappeln. Ja, einfach aus dem Grund Levi. Ja, ich denke, Levi hat sich nicht nur Freunde gemacht in München, durch die Art und Weise, wie er uns verlassen hat. Es geht jetzt gar nicht darum, dass er irgendwie ausgepfiffen wird oder so. Das glaube ich auch gar nicht, dass er ausgepfiffen wird von unseren Fans oder sowas. Darum geht es gar nicht, aber einfach, dass unsere Mannschaft sehr wahrscheinlich hoch motiviert sein wird, um einfach dem Levi zu zeigen, dass es auch ohne ihn geht. Ja? Da bin ich relativ sicher, dass das so kommen wird. Ansonsten, Spiele gegen Barcelona sind immer schön und wenn man unsere aktuelle Spielweise anschaut, dann können wir ja, wenn wir Platz haben, damit was anfangen. Ja? Was ja sonst zwischendurch schon mal ein bisschen anders war. Da haben wir dann halt nur den Levi gesucht. Jetzt sieht das ja ein bisschen anders aus und ich bin sehr, 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 sehr heiß auf die Spiele gegen Barcelona. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie Barcelona spielt mittlerweile. Kann ich auch nicht ganz so einschätzen. Ja, aber dass Barcelona jetzt irgendwie super defensiv spielt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Von daher denke ich, werden wir da ein paar sehr interessante Spiele erleben. Und ich denke, Barcelona hat nach vorne auch einiges an Qualität. Ja. Also da können wir uns auf Spektakel einstellen, denke ich. Dazu dann Inter Mailand, der interessanteste aus dem Topf, den wir kriegen konnten. Warte mal, die Töpfe sind ja hier sogar nochmal, können wir nochmal kurz reingucken. Ja, gut. Ja, doch. Ja, schon der interessanteste. Es wäre noch ein Napoli drin gewesen in den Topf. Können wir uns ja auch vielleicht mal ganz kurz anschauen. Können wir mal ganz kurz wechseln hier. Das waren halt die Töpfe. Ja, hier ist natürlich Barcelona mega. Ansonsten wäre natürlich auch Liverpool mega gewesen. Aber Barcelona passt natürlich mit dem Levi einfach viel, viel besser in unsere Gruppe rein. Wa? Ja, keine Frage. Und Top 3, seht ihr es, da war jetzt nichts irgendwie. Ja. Inter und Napoli, denke ich, sind so die interessantesten aus dem Topf. Top 4, ich persönlich hätte mir die Rangers gewünscht. Oder Celtic zum Beispiel. Ja, mit Absprechen wäre Marseille auch noch cool gewesen. Jetzt haben wir halt Pilsen. Wobei man die jetzt auch nicht super unterschätzen sollte, war. Die haben halt einfach gar nichts zu verlieren. Aber ich denke, Barcelona, wir gegen Levi und natürlich auch den Rest aus Barca, ja, der ist natürlich auch noch dabei. Aber ich denke, da brauchen wir uns schon mal keine Sorgen machen, dass wir irgendwie nicht motiviert sind, wären, wie auch immer. Ja, ich denke, da wird der ein oder andere Spieler nochmal 10% mehr motiviert sein, als man sowieso schon ist in der Champions League, ja. Und dann noch Barca, ich denke, da sind auch, ja, ich denke, da ist unser ganzer Club motiviert. Halten wir es mal so fest. Dann haben wir natürlich Inter Mailand, italienischer Pokalsieger. Ich glaube, davor das Jahr waren sie sogar Meister, ne? Oder war es schon 2 Jahre her? Ich weiß es gar nicht. Inter auch ein sehr sympathischer Club. Habe ich früher gemocht zu den Zeiten von Lothar, von Rummenigge und so weiter. Wo die so in Italien waren. Sehr sympathisch. Habe ich sogar noch ein altes Trikot im Schrank hängen. Die letzten Jahre wieder erstarkt. Sind, glaube ich, vom Marktwert auch das 10. teuerste Team in der Champions League. Und FIFA-Weltrangliste, glaube ich, Platz 23 rum, irgendwie sowas. Freue ich mich auch sehr auf die Spiele. Kann ich relativ wenig zu sagen zu Inter. Italienischen Fußball verfolge ich jetzt nicht, außer mal international in der Champions League oder sowas. Aber auch da, denke ich, treffen wir auf ein starkes Team. Wie gesagt, Platz 10 in der Marktwertrangliste der aller Champions League-Teilnehmer. Sagt ja dann auch schon immer irgendwo ein bisschen was über Qualität aus. Ich glaube, Barca ist 6. oder sowas. Also es ist nicht so, dass Barca keine Qualität hat. Ne? Das sollte auch klar sein. Natürlich mit Barcelona und Inter, die ersten beiden kommen weiter. Natürlich absolut kein Selbstläufer, diese Gruppe, ja.
Aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Inter Mailand für mich sind auch wieder mit 2 Siegen gestartet in die aktuelle Saison. Sehr, sehr interessanter Gegner. Habe ich sehr, sehr viel Bock drauf, die Spiele zu gucken. Einfach mal wieder was ganz anderes. Mal wieder ein italienischer Club mit Rang und Namen und nicht wieder irgendwie, was weiß ich, was Komisches, was wir sonst oft in der Gruppe hatten. Ja, dazu gesellt sich Pilsen. Tschechischer Meister vor den Prager Clubs geworden. Also jetzt auch nicht so, dass die kein Fußball spielen können, denke ich. Aber natürlich der krasse Außenseiter, gar keine Frage. Aber wie ich gerade schon sagte, die haben halt einfach 0 zu verlieren. Ne? Und dann gerade in den Heimspielen vielleicht gibt es halt die eine oder andere Überraschung in Pilsen. Wer weiß. Müssen wir mal abwarten. Ja, Aussichten für uns. Ja, ich denke, weiterkommen ist natürlich das Ziel. Ja, also ich denke auch, dass wir auf dem Papier natürlich auch der Favorit sind in dieser Gruppe. Klar, das mag der ein oder andere jetzt anders sehen, von wegen Barca oder selbst Inter vor uns. Ich persönlich sehe das nicht. Wenn man die nackten Zahlen sieht, von Marktwert auch her und von der FIFA-Weltrangliste, braucht man gar nicht erst anfangen. Guckt euch die gerne an, wenn ihr sie nicht kennt. Deswegen können wir schon sagen, dass wir auf dem Papier der Favorit sind. Und ich denke auch, dass Barcelona sich nicht gefreut hat, dass sie uns gezogen haben. Ich bin sehr gespannt, ob der Levi auflaufen wird gegen uns. Ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass es da irgendwie eine Klausel im Vertrag gibt. Aber in der heutigen Zeit weiß man ja nie. Aber Levi hatte ja schon kurz nach dem Wechsel gesagt, dass er nicht unbedingt so die Lust hat, gegen uns zu spielen. Aber ich denke, vielleicht ist Barcelona eher froh, uns in der Gruppe als Gegner zu haben, wie dann im Achtelfinale oder sowas. Dann, ja, wie gesagt, ich denke, unser gesamter Verein wird einfach nochmal 10% mehr Ehrgeiz an den Tag legen. Spielen gegen Barcelona. Und wie ich eingangs schon sagte, ich persönlich finde es super, wenn wir eine starke Gruppe haben, anstatt wieder irgendwie so Sporting, Salzburg oder Sevilla ist wieder so ein ganz, ganz unangenehmer Gegner oder wieder Schachtja Donetsk und was wir immer so die Standarddinge haben, Haifa und hast du nicht gesehen. Ich mag das lieber, wenn wir in der Gruppe schon bam, bam, bam die richtigen Knallerspiele haben. Erstmal viel, viel geiler zum Zuschauen und zweitens muss man gleich 110% da sein, ja, und nicht erstmal irgendwie rumpimmeln in der Gruppenphase. Ich meine, haben wir eigentlich nie gemacht. Wir waren eigentlich immer relativ gut da in der Gruppenphase. Aber natürlich, um das auch mal klar zu sagen, es wird natürlich kein Selbstläufer, ja, um da mal drauf zurückzukommen. Klar sind wir auf dem Papier der Favorit. Ich sehe uns auch in der Pole Position. Ich sehe auch uns ganz klar weiterkommen. Da mache ich kein Hehl draus. Aber klar, wenn du 2, 3 schlechte Spiele hast in dieser Gruppe, ja, dann wird's eng. Ne? Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Haben wir einen schwarzen Tag, keine Ahnung, auswärts in Mailand oder auch in Barcelona oder in Pilsen dann irgendwie keine Motivation, so wie es gegen Villarreal war und du verlierst oder lässt da nur einen Punkt oder holst auch nur mal einen Punkt gegen Pilsen oder sowas, ja, dann kann das ganz schnell schlecht aussehen. Ne? Also gegen Pilsen müssen definitiv 6 Punkte stehen. Und gegen die anderen beiden musst du auswärts einen Unentschieden holen, zu Hause gewinnen und dann ist alles gut. Ne? Aber klar, wenn Barcelona einen guten Tag hat, brauchen wir auch nicht drum herum reden, können sie jeden schlagen. Ja, das ist dasselbe wie bei uns. Und Inter Mailand, ja, gehört jetzt nicht zu den 4, 5 Clubs, die Champions League unbedingt als Favoriten in die Champions League-Saison gehen, aber gehört dann schon zu dem erweiterten Kreis, wo man sagt, die können auch die Überraschung landen. Ne? Da muss man auch ganz klar sagen. Also das ist jetzt keine Laufkundschaft. Und wie ich schon sagte, Pilsen wird eine Charakterfrage werden. Ne? Ganz klarer Fall. Also wenn du da ein bisschen nachlässt und dir da irgendwie einen Unentschieden leistest, kann dir das richtig wehtun bei den anderen beiden in der Gruppe. Ne? Und von daher bin ich mit der Gruppe super happy. Wie gesagt, ich freue mich super auf das Duell gegen Levi. Ich bin sehr gespannt auch, wie Levi da agieren wird. Ja, es kann natürlich auch genau das Gegenteil kommen. Wir freuen uns alle sind bei uns übermotiviert. Du kassierst eine rote Karte gegen Barcelona. Levi hat einen super Tag und schenkt uns 3 Hütten ein. Ne? Kann genauso gut passieren, ja. Also mal abwarten. Es werden super interessante Spiele. Gegen Inter Mailand wären für mich auch super interessante Spiele. Und Pilsen muss man mal abwarten. Ne? Ich glaube nicht, dass Pilsen mit 0 Punkten aus dieser Gruppe rausgeht.
Also von daher schauen wir mal, wer der Top 3 in unserer Gruppe da Punkte lassen wird. Ja, ansonsten würde ich sagen, schmeißen wir einfach mal einen Blick auf die Gruppe und ja, ich gebe euch so ein bisschen so meine Einschätzung dazu. Ja, fangen wir an mit der Gruppe A. Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Auch eine super geile Gruppe von den Namen her, muss man mal ganz klar sagen. Ne? Logisch, der große Favorit ist Liverpool. Danach Napoli für mich. Ajax hat so viele Verluste gehabt, was Spieler belangt. Und den Trainer natürlich auch noch. Ja, da bin ich echt gespannt, wie die sich irgendwie fangen, wie sie das kompensieren können. Also für mich ist Ajax und Rangers, wo es um den 3. Platz geht, der dann für die Nations League oder wie das Ding da heißt, ihr wisst schon, was ich meine, qualifiziert. Ich denke, Liverpool und Napoli werden weitergehen. Aber auch hier, na klar, wie man es kennt, einen schlechten Tag oder Rangers super motiviert, dass sie immer wieder in der Champions League dabei sind. Holen zu Hause die Punkte vielleicht, ja. Ist auch alles möglich. Also ganz klar ist für mich Liverpool vorne weg. Und danach, ja, wird es ein bisschen tagesformabhängig sein. Aber klar, dass die Rangers eigentlich so das schwächste Team sind. Aber wie gesagt, Schotten halt zu Hause darf man halt auch alles nicht unterschätzen. Ne? Auf jeden Fall eine sehr interessante Gruppe, wie ich finde. Gruppe B, Porto, Atletico, Leverkusen, Club Brügge. Ja, ist für mich jetzt nicht so die fußballerisch super heiße Gruppe irgendwie. Ne? Sind für mich alles so Defensivkünstler hier. Porto, Atletico, ja, das ist für mich alles so, ja, Atletico-mäßig. Ja? Wir stehen erstmal sicher und mal gucken, was vorne passiert. Leverkusen, so schlecht wie sie gestartet sind in die Saison, ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ich wünsche mir natürlich, dass Leverkusen irgendwie unter die ersten 2 kommt. Ja, das wäre natürlich für unser Koeffizienten super wichtig und natürlich auch immer schön, wenn deutsche Mannschaften weit kommen. Club Brügge kann ich gar nicht einschätzen. Das ist, weiß ich nicht, ist natürlich auch in der Gruppe der krasse Außenseiter, muss man ganz klar so sagen. Ja. Wie gesagt, wenn Leverkusen mal sich stabilisiert und in Form kommt, sollten da Chancen da sein. Ja. Aber deutsche Clubs, Champions League, ihr wisst selber, das ist immer meistens irgendwie ein Trauerspiel in den letzten Jahren. Was ein bisschen schade ist, aber ich denke, Leverkusen sollte schon wenigstens mit Porto mithalten können. Ja? Und dass man vielleicht mal zu Hause gegen Atletico einen Punkt holt oder vielleicht auch mal einen glücklichen Sieg oder sowas, sollte ja auch möglich sein. Also, aber für mich jetzt keine so super spektakuläre Gruppe irgendwie. Atletico für mich der klare Favorit in der Gruppe, um das nochmal klarzustellen. Und dann sehe ich Porto und Leverkusen, die sich um den 2. Platz streiten werden. Ja, Club Brügge, I don't know, kann ich gar nicht einschätzen. Vielleicht wird es eine Überraschung. Es gibt ja öfter mal eine Überraschung. Wer weiß. Zu unserer Gruppe haben wir alles gesagt. Kurz zusammen, ich sehe uns als klare Nummer 1 in dieser Gruppe. Auch natürlich, wenn Barcelona die Qualität hat, uns auch zu schlagen, genauso wie Inter. Aber wenn wir unsere Form irgendwie halten und wir sind ja auch noch lange nicht am Limit, ja, das darf man auch nicht vergessen. Und klar, nach 3 Spieltagen irgendwie die Mannschaft schon einzuschätzen, ist natürlich schwierig. Wird man natürlich sehen. Ja, wie gesagt, in der Gruppe können wir auch ausscheiden. So ist das nicht, ja. Das ist, wenn Barcelona und Inter in der Gruppe hast, keine Ahnung, es kann am Ende ein Tor entscheiden oder ein direkter Vergleich, wenn alle 3 punktgleich wären oder sowas. Alles möglich, ja. Super spannende Gruppe. Für mich auch die interessanteste Gruppe. Nicht nur jetzt, weil ich Bayern-Fan bin. Aber nochmal, für mich gehen wir durch. Und ja, entweder Barcelona oder Inter, Pilsen, ja, wird für mich abgeschlagen auf dem 4. Platz sein. Vielleicht holen die 1, 2 Punkte oder vielleicht mal einen Überraschungssieg zu Hause. Kann sein, aber mehr sehe ich da nicht. Gruppe D, Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille. Ja, eine schöne Gruppe für Frankfurt, wo alle Chancen da sind, wie ich finde. Klar, Tottenham ist für mich da ganz klar die Nummer 1. Er wird wahrscheinlich auch als erster durchgehen. Obwohl Sporting auch immer wieder überraschend ist, darf man auch nicht unterschätzen. Marseille sehe ich da jetzt so als das schwächste Glied. Hat Frankfurt auf jeden Fall die Chance, unter die ersten 2 zu kommen. Ja. Also Platz 1 ist für mich Tottenham. Aber es ist nicht so, dass Frankfurt in dieser Gruppe keine Chancen hat. Ja. Auch wenn sie schlecht gestartet sind, auch wenn sie jetzt noch Spieler abgegeben haben und so weiter. Aber die Euphorie, gerade zu Hause,
sollten Siege gegen Sporting und Marseille schon möglich sein, ja. Und dass die Frankfurt-Fans auswärts auch heiß sind, nach so langer Abwesenheit im Europapokal hat man letztes Jahr gesehen und ja, da geht bestimmt einiges. Ist eine sehr interessante Gruppe. Ich denke auch eine ausgeglichene Gruppe mit natürlich klaren Vorteilen für Tottenham in meinen Augen. Aber wer weiß, auch da Frankfurt zu Hause, vielleicht gelingt eine Überraschung, ne? Warum nicht? Gruppe E. Milan, Chelsea, Salzburg, Zagreb. Ja, das ist für mich eine ganz klare Kiste. Milan, italienischer Meister, Chelsea. Mit Thomas Tuchel sind für mich die ersten beiden. Ja, Salzburg, klar, ist mittlerweile mal ein bisschen stabiler, international gesehen. Ja, denke ich aber nicht, dass irgendwie der große Wurf gelingt. Da muss schon einer der beiden schwächeln. Klar, dann eine Überraschung kann immer passieren, habe ich ja schon gesagt. Dynamo Zagreb sehe ich da als krassen Außenseiter in der Gruppe. Also, ja, das ist kurz und schmerzlos. Gruppe F, Real, Leipzig, Schachtja Donetsk, Celtic. Ja, ich denke, da ist auch ganz klar Real Madrid drunter über allem. Guckt euch an, wie Leipzig gestartet ist. Natürlich sollte Leipzig die Qualität haben, da Platz 2 zu erreichen. Allerdings Schachtja Donetsk gerade auswärts immer, obwohl ja, jetzt wird es wahrscheinlich auf neutralem Platz stattfinden. Von daher sollte das auch wirklich machbar sein. Aber Celtic auswärts ist auch immer so eine Geschichte, ja. Aber Tagesform, wenn sich die Qualität durchsetzt, sollte Leipzig da echt keine Probleme haben, den zweiten Platz zu machen. Und Spiele gegen Real Madrid, ich denke, das ist auch ein Leckerbissen für Leipzig. Und ja, wenn Leipzig einen sehr guten Tag hat, ja, denke ich, sind sie auch in der Lage, gegen Madrid zu punkten. Aber da muss dann schon viel zu Gutes zusammenlaufen. Ansonsten natürlich Real Madrid da der klare Favorit. Gruppe G, Man City, Sevilla, Dortmund, Kopenhagen. Ja, natürlich ist da Man City der ganz klare Favorit, brauchen wir nicht drum herum reden. Sevilla und Dortmund sehe ich schon auf einer Stufe, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich nicht weiß, wie Sevilla sich jetzt irgendwie verstärkt hat oder irgendwelche krassen Abgänge hatte, das weiß ich nicht, bin ich nicht so drinne. Aber ansonsten ist Sevilla auch immer eine unangenehme Mannschaft im Europapokal, ne? Und Kopenhagen als krasser Außenseiter ist wie bei uns Pilsen, die haben halt einfach auch gar nichts zu verlieren, ne? Auch hier, wie bei Leipzig, von der Qualität her muss Dortmund da wenigstens Zweiter werden. Ja, da muss man auch nicht drum herum reden. Ich meine, klar, Sevilla ist super unangenehm. Ich meine, wir haben es letztes Jahr erlebt mit Villarreal, ja. Klar, kann in Dortmund dann auch so gehen. Aber Qualität ist da, dass Dortmund da als Zweiter auf jeden Fall durchgeht, ja. Wie gesagt, Sevilla ist unangenehm, wer weiß. Vielleicht gibt es sogar eine Überraschung in der Gruppe. Wer weiß. Das ist das Schöne am Fußball, man weiß es nicht. So, Gruppe A. Paris, Juve, Benfica, Maccabi, Haifa. Ja, für mich Paris, der klar durchgeht. Juve letztes Jahr nicht wirklich konstant, hat dies Jahr jetzt auch wieder ein paar Abgänge. Bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, wie sie in der italienischen Liga gestartet sind. Aber Benfica auch immer sehr stabil international. Wer weiß, wenn Juve da einen schlechten Tag hat oder sowas. Ja, ich meine, vom Papier her, vom Namen her, Paris in Juve, keine Frage. Aber ich traue auch Benfica den zweiten Platz zu hinter Paris. Ja, das wäre so meine Einschätzung. Wenn wir uns das Gesamtbild nochmal anschauen. Ja, Chancen auf den Champions League-Sieg. Wenn wir da mal durchgehen, natürlich zählt man Liverpool dazu. Also ich zumindest. Ansonsten würde ich Bayern, Barca. Barca mit Abstrichen, ja, man weiß nicht, wie die ganzen Neuzugänge integriert werden und so weiter. Muss man mal gucken. Aber wenn das alles klappt, muss man Barca einfach dazu zählen. Ja. Ja, ansonsten für mich natürlich Real Madrid. Real Madrid gehört immer dazu. Man City genauso, auch wenn es noch nie wirklich geklappt hat. Und des Weiteren Paris. Das sind für mich so die Top-Favoriten. Ja. Dann hast du noch ein bisschen erweiterten Kreis. Wo man dann so Atletico, Inter, Tottenham, Chelsea, ja, Juve und dann hört das auch schon wieder auf. Wa? Kommst du vielleicht auf 10 Mannschaften. Natürlich wirst du vielleicht irgendwo noch eine Überraschung mit drin haben, so wie Dortmund. Ich meine, die haben die Qualität oder auch Leipzig hat die Qualität, um da überraschend mal irgendwie ins Halbfinale vorzustoßen oder sowas. Ja, ich sag, ist natürlich immer, wie ich schon sagte, wir haben es gegen Villarreal letztes Jahr gesehen. Also auf
dem Papier und auch vom Kader her und so weiter, musst du die einfach rausschießen. Und wir haben gesehen, wie es laufen kann. Ne? Ein schlechtes Spiel, Rückspiel auch irgendwie so ein bisschen Larifari und schon ein bisschen ausgeschieden in der K.O.-Phase. Von daher ist da immer alles möglich. Aber das ist so meine Einschätzung. Das sind so die Sachen auf dem Papier. Überraschungsmannschaft. Ich da so ein bisschen die Gruppen auch berücksichtige. Ja, ich würde dann schon echt. Ja, obwohl Napoli könnte schon, aber glaube ich nicht. Ich würde die Rangers mal nehmen. Rangers so allein, so publikumsmäßig. Vielleicht kommen sie in der Gruppe, unmöglich ist es nicht, aber ist natürlich Außenseiter. Aber wenn wir jetzt so von der Überraschung reden, also wenn jetzt Napoli irgendwie ins Viertelfinale kommt oder so, ist jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. War ist jetzt auch nicht so eine schlechte Mannschaft. Dasselbe wie hier Leverkusen zum Beispiel. Ja, negative Überraschung. Ich denke, da kannst du wie immer alle deutschen Teilnehmer oder lass mal Frankfurt raus. Von Frankfurt erwartet keiner etwas. Aber Leverkusen, Leipzig, Dortmund, das könnten schon negative Überraschungen werden. Was ich nicht hoffe oder was ich mir nicht wünsche, obwohl ich da Juve dabei zählen würde. Juve könnte auch eine negative Überraschung werden. Mal abwarten. Ja, ich freue mich auf die Champions League. Ich bin sehr gespannt. Könnt mir gerne in die Kommentare mal eure Meinung reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung reinschreiben, was ihr von unserer Gruppe haltet. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass Barca bei uns in der Gruppe ist natürlich einfach. Der Fußballgott wollte es. Ja, super geil. Werden super heiße Spiele werden. Bin ich mir 100% sicher. Da wird nicht irgendwie langweiliges Rumgekicke werden. Und wie ich schon sagte, gegen Inter denke ich auch, das werden richtig geile Spiele werden. Freue ich mich sehr drauf und lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr die ganze Sache seht. Da freue ich mich drüber. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis dann. Tschüssi.